Ja, unsere Worte, unsere Sprache wirken auf unsere Mitmenschen im digitalen Raum nicht weniger als im realen, und unter diesem Motto steht auch die Sensibilisierungskampagne gegen Hass im Netz, die wir heute im Rahmen dieser Pressekonferenz vorstellen. Herzlich willkommen aus dem Landhaus 1. Le nostre parole, il nostro linguaggio hanno un effetto sugli altri anche quando ci esprimiamo nello spazio virtuale, perché digitale e reale. Ne parleremo questa mattina in occasione di questa conferenza stampa di lancio della campagna di sensibilizzazione contro l'odio in rete, una campagna molto importante promossa dalla provincia autonoma di Bolzano insieme a numerosi Partner sul territorio. Entsprechend zahlreich ist auch das Publikum hier im Saal, das ich begrüßen darf. Ich begrüße Landeshauptmann Arno Kompatscher, den Vizepräsidenten des Südtiroler Landtags, Josef Nuckler, Peter Kohler vom Forum Prävention, Roland Turk, Präsident des Landesbeirats für Kommunikationswesen, sowie Alexandra Cosima-Budabin, Forscherin an der Freien Universität Bozen. Sie alle werden gleich ans Rednerpult treten, um auch diese Kampagne zu beleuchten. Zuvor möchte ich aber noch ganz herzlich auch willkommen heißen die Vertreterinnen und Vertreter der Partnerorganisationen, die diese Sensibilisierungskampagne auf den Weg gebracht haben, beziehungsweise sie jetzt in den nächsten Wochen auch mittragen werden. Namentlich darf ich begrüßen für die Fachstelle Gewalt im Forum Prävention Florian Palua und Alex Giovanelli. Für den Beirat für Chancengleichheit saluto la Vicepresidente Donatella Califano, Ulrike Oberhammer hat sich entschuldigt und Renate Kerschbaumer vom Frauenbüro, Gleichstellungsrätin Michela Morandini. Es ist ja so, dass gerade auch Frauen sehr häufig und Angriffsfläche eben sind von Hass im Netz, von sexistischen Anfeindungen. Wir begrüßen außerdem die Vertreterinnen und Vertreter der Südtiroler Hochschülerinnenschaft, Julia Nikolaus Renzi und dann Ariane Benedikter. Herzlich willkommen. Ich begrüße die Leiterin der Koordinierungsstelle, also der Antidiskriminierungsstelle, Priska Garbin, eine ganz junge Anlaufstelle, eingerichtet bei der Volksanwaltschaft, die genau eben die Aufgabe auch hat, als Anlaufstelle zu fungieren bei Hassrede. Begrüßen darf ich auch die Vertreterinnen und Vertreter des Landesbeirats der Schüler, saluto i rappresentanti della consulta, delle consulte degli studenti. Das Netzwerk Ready ist hier vertreten mit Judith Notdurfter und auch mit Andreas Unterkircher von ACG Centaurus, und ich begrüße auch für Berfas, die Südtiroler Künstlerinnenvereinigung, Peter Schorn, der eben auch hier anwesend ist. Vielen Dank. Die Gesichter, die Sie hier auch auf den Motiven der Kampagne sehen, gehören übrigens Südtiroler Schauspielerinnen und Schauspielern. Oltre ai numerosi sostenitori della campagna qui in sala, c'è anche chi ci segue online, quindi anche un saluto a tutti coloro che hanno aderito al nostro invito di seguire questa conferenza stampa sui canali YouTube della provincia autonoma di Bolzano, i capigruppo in consiglio provinciale, ma anche rappresentanti delle parti sociali, del mondo della formazione, delle associazioni sportive e numerosi altri interessati. Infine saluto i rappresentanti dei media, ringraziando anche loro per dar voce e visibilità a questa tematica importante. Gli interventi che seguiranno saranno in parte in tedesco, in parte in italiano, e alla fine eventualmente saremo anche, come sempre, a disposizione delle vostre domande o per singole interviste. Gut, nach dieser langen Begrüßung, die uns aber wichtig war, um eben dem breiten Netzwerk auch Sichtbarkeit zu geben, das diese Kampagne unterstützt, darf ich nun Landeshauptmann Arno Kompatscher nach vorne bitten. Grüß Gott, buongiorno a tutte e tutti. Zunächst einmal, ich glaube, es ist nicht notwendig, vieles zu erklären. Non credo che sia adesso il momento, diciamo, di dover spiegare tutto, soprattutto che non credo che non sia io a dover spiegare, perché il video ha già spiegato. Ich glaube, wenn wir das Video gesehen haben, eingangs, dann ist die Idee erklärt, es macht etwas mit uns.
wie wir miteinander umgehen. Und vor allem auch, es macht etwas mit uns, auch wenn wir das auf Distanz machen, auf der virtuellen Ebene, ja, hinter dem Schirm und verdeckt und so quasi nicht direkt. Trotzdem macht es etwas mit uns. Digital ist eben in diesem Sinne auch real. Und ich freue mich, dass es gelungen ist, jetzt dieses Projekt auf den Weg zu bringen. Vor ein paar Tagen schon sind ja die Plakate im Land erschienen und heute dürfen wir das vorstellen. Ich danke allen, die da mitgewirkt haben. Beginne bei Claudia Messner, die auch souverän eingeleitet hat, wie immer, aber vor allem dann allen im Team bei uns im LPA, aber natürlich auch die wissenschaftliche Begleitung, Beratung, die stattgefunden hat, die Partnerorganisationen, die heute hier sind, damit wir das möglichst wirklich breit auch in die Öffentlichkeit bringen können und Bewusstsein schaffen können. Ein respektvoller Umgang miteinander lässt sich nicht verordnen. Das wird nicht mit Gesetz funktionieren. Es braucht dafür Bewusstsein. Und ich denke, wir alle können an uns arbeiten. Zumindest ich persönlich nehme mich nicht aus, ja, aber ich denke, den meisten wird es so gehen zumindest, dass man sagt, ja, bin ich immer, habe ich immer überlegt, würde ich das genauso sagen, wenn die Person jetzt vor mir sitzen würde oder ich mit ihr einen Kaffee trinken würde, oder würde ich vielleicht dann doch bei meinen Worten aufpassen. Das heißt nicht, dass man seine Meinung nicht äußern darf, das heißt auch nicht, dass man eine andere Meinung nicht vertreten könnte und das auch, ja, stark, klar und überzeugend. Das ist alles zulässig, aber respektvoll. Darum geht es. Io spero che questa riesca, davvero questa campagna riesca, diciamo, a creare questa consapevolezza, questa presa di coscienza che bisogna essere più rispettosi. Non possiamo fare un'ordinanza, ne ho fatte tante di ordinanze in questo periodo di pandemia, ma mai una che si è permessa di scrivere stiate rispettosi. Forse avrei dovuto anche scriverlo, però non sarebbe servita forse niente, perché bisogna proprio avere questa consapevolezza, capire che c'è sempre una persona dall'altra parte e se riuscissimo soltanto a migliorare un attimino, io credo che la nostra vita migliorerebbe di tanto. Abbiamo visto le immagini, prima la persona era lì col sorriso e poi ci roviniamo non solo la giornata, magari l'intera settimana, la vita. Facendo così, speriamo che abbia tanto Successo questa Kampagne. Ich hoffe, dass es wirklich einen großen Erfolg gibt. Danke noch einmal allen, die mitgewirkt haben. Ich finde es auch wirklich gelungen, das sage ich dazu. Also ganz persönlich, mir gefällt das wahnsinnig gut. Die Botschaft ist klar. Senden wir diese Botschaft hinaus und seien wir respektvoll miteinander, gehen wir höflich miteinander um, auch wenn wir streiten, in den Meinungen unterschiedliche Auffassungen haben. Das ist gut und richtig in Gesellschaft, aber tun wir das mit Respekt. Vielen Dank. Digital ist real und hoffentlich ist digital auch künftig respektvoll. Ja, vielen Dank, Herr Landeshauptmann. Es ist wirklich ein breites Commitment, das dieser Kampagne zugrunde liegt und es hat auch Spaß gemacht, aber natürlich auch viele Einblicke eröffnet, daran zu arbeiten. L'iniziativa che oggi presentiamo è partita da una mozione, tutto è partito da una mozione approvata l'anno scorso a larga maggioranza in Consiglio Provinciale. Präsidenten Josef Nockler nach vorne bitten für sein Statement. Guten Morgen, un saluto anche da parte mia. Sono qui in rappresentanza del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e anche della Presidente Rita Mattei, che purtroppo non può esserci. Io sono qui presente a questa conferenza stampa per dare un peso, sempre in rappresentanza del Consiglio, per dare un peso a questo argomento molto sentito. Ja, es ist wahr, es ist von einem Beschlussantrag einer Partei ausgegangen, die natürlich im Landtag diese Problematik aufgeworfen hat. Und ich muss sagen, es ist eigentlich von sämtlichen Parteien, auch Bewegungen und auch Sprachgruppen übergreifend,
wahrgenommen worden und als enormes Problem dargestellt worden. Es ist dann auch bei der Abstimmung ohne Gegenstimme, und das ist wahrlich nicht oft ohne Gegenstimme im Landtag auch so genehmigt worden. Es ging in erster Linie eine Sensibilisierungskampagne für das respektvolle und für eine respektvolle und gewaltlose Kommunikation gegen Hass und sexistische Gewalt im Internet umzusetzen. Also eine Sensibilisierungskampagne, die wir im Landtag natürlich gefordert haben und den Land und die Landesregierung beauftragt haben, mit dieser Sensibilisierungskampagne zu starten. Ich glaube, auch aufgrund der Pandemie ist dieses Problem etwas verstärkt worden, dass wir nicht mehr miteinander geredet haben oder viele nicht mehr miteinander geredet haben, sondern im Internet kommuniziert haben. Natürlich ging es dazu oder ließen sich viele dazu verleiten, aggressiv zu werden. Es wurden Leute beschimpft, es wurden Leute erniedrigt, ja, es wurden Leute zum Teil auch bedroht. Das ist natürlich eine Maßnahme, die nicht geht und die auch zugenommen hat in letzter Zeit. Und deshalb, glaube ich, ist es von enormer Wichtigkeit, dass wir wieder zurückkommen zu einer Diskussion. Denn nur wenn wir miteinander reden, dann können wir auch Probleme lösen. Wenn wir übereinander reden und auch versteckt übereinander reden und kommunizieren, dann lassen sich wenige Probleme lösen. Wir haben das auch gesehen letzthin in der ganzen Corona-Krise, wie manchmal auch heftig und brutal manche Kommentare sich angehört haben. Deshalb begrüßen wir und sind sehr froh, dass die Landesregierung diese Initiative jetzt ergriffen hat und dass wir doch so viele hier präsent auch der Meinung sind oder selben Meinung sind wie auch die Abgeordneten, dass hier etwas gemacht werden sollte, dass es so nicht weitergehen kann. Die Demokratie braucht den Dialog und mit dieser Sensibilisierungskampagne, so glauben wir, wollen wir doch den Anstoß geben und auf den Anstoß geben zur verbalen Abrüstung. Vielen Dank. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Vielen Dank, Herr Vizelandtagspräsident. Die Demokratie braucht den Dialog, la democrazia ha bisogno del dialogo e appunto promuovere questo dialogo, questa comunicazione rispettosa e non violenta in rete, ma anche nella vita reale, alla fine è l'obiettivo della campagna. L'obiettivo della campagna è uno dei centri di competenza in Alto Adige che da sempre si occupa di prevenzione, è il Forum Prevenzione. Il Forum Prevenzione con il suo centro specialistico Violenza, die Fachstelle Gewalt im Forum Prävention, hat die Entwicklung dieser Sensibilisierungskampagne maßgeblich unterstützt, ist uns hier wirklich mit großer Kompetenz auch zur Seite gestanden. Und ein Herzstück ist dabei die Webseite, die entstanden ist, digital ist real. Und wir blenden sie jetzt kurz ein. Also auf dieser Webseite gibt es eine Reihe von Informationen zum Thema. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, dass wir einen kurzen Streifzug machen durch diese Webseite. Also von Tipps dafür, wie man eben umgehen kann mit Hass im Netz, ganz konkret, aber auch Informationen zum Phänomen der Hassrede, Daten und Fakten, Hinweise, wie man Kommentare auf den sozialen Plattformen auch melden kann und natürlich auch der Kontakt zu den Anlaufstellen, die es in Südtirol gibt, eben um bei Hassrede Hilfe zu leisten. Eine Social Wall für all jene, die zu Botschafterinnen und Botschaftern dieser Kampagne werden möchten. Dazu später auch noch mehr, darf hier nicht fehlen. Wie gesagt, die Anlaufstellen und auch die unterstützenden Partnerorganisationen, die wir hier sichtbar machen möchten. Vielen Dank.
Okay. Ja, ich begrüße nun Peter Kohler, Direktor vom Forum Prävention, und bitte ihn nach vorne. Er wird nun näher auf das Thema und auch auf die Botschaften der Kampagne eingehen. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Landeshauptmann, sehr geehrter Landtagsvizepräsident, buongiorno a tutti. Ich bin jetzt sehr froh, dass wir diese Kampagne vorstellen können. Es war eine relativ lange Arbeit, das Wissen von Kampagnenagenturen, die Aufgabe, die wir hatten, über den Landtag und die Landespresseagentur zusammenzubringen mit dem, was gewaltpräventionstheoretisches Wissen ist. Vor allem auch aufzupassen, dass die Kampagne selbst nicht wieder Hate Speech produziert, also dass sie nicht anklagt, dass sie nicht diskriminiert, dass sie von dem her eher berührt, eher beteiligt und auch aktiviert. Das heißt, wir haben bei dieser Kampagne ja eigentlich nicht nur das Phänomen des Hate Speech zu berücksichtigen gehabt. Hate Speech ist eigentlich diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die wir eigentlich schon kennen, schon vor Corona kennen, zum Beispiel die ganze Flüchtlingsthematik war von Hate Speech betroffen. Bei Corona sind dann zum Beispiel Politiker und Politikerinnen dazugekommen als Gruppe, die beschimpft wurden in allen Facetten. Das heißt, das ist eigentlich Hate Speech. Aber es gibt das, was wir noch viel mehr kennen, als persönliche Beleidigungen, als Belästigungen, als Diffamierungen, cioè c'è non solo questa parte dove si parla di una ostilità verso dei gruppi, che è il classico hate speech, ma ci sono anche una serie di minacce, offese che sono rivolte alle persone, come abbiamo già sentito. La persona che poi è vittima di questo non è solo l'icona che viene colpita, ma viene colpita la persona. Das heißt, wir haben dann ganz oft bei diesen betroffenen Personen dieses Kränkungsempfinden, dieses Empfinden, nichts wert zu sein, es entstehen Ängste, es entstehen Schlaflosigkeit. Und von dem her ist es ein weit verbreitetes Phänomen, weil im Netz ja sehr viele von uns unterwegs sind. Auf der anderen Seite versteht man auch, wenn man das Ganze beforscht, wie kommt es überhaupt zu so einem Akt im Internet. Also was führt Menschen dazu, sich so aufzuführen, wenn sie es im normalen Leben nicht oder schwieriger machen. Das heißt, der erste Grund ist die vermeintliche Anonymität, wobei sie nur vermeintlich ist, weil ja relativ schnell klar wird, wer ist die Person, die das sozusagen dann durchführt. Der nicht unmittelbare Gegenüber und die nicht unmittelbare Handlung, die darauf dann besteht. Also man ist sozusagen auch geschützt, weil man nicht die Sprache verwendet, sondern man verwendet die Tasten und über die Tasten wird das dann zur Sprache. Und ein weiterer Grund ist, dass einige Menschen sich das antun sozusagen, weil es wie ein Filter funktioniert, wie ein Ventil funktioniert für aufgestaute Wut, für Zorn, aber auch für Ohnmacht und für Vertrauensverlust. Und deshalb auch diese Verbindung zur Pandemie, wo diese Gefühlsstauungen und diese Ohnmachtsgefühle stärker geworden sind und jetzt wieder der Versuch, wo wir sagen, hoffentlich wieder raus sind, das zu kitten, auch diese Aufgabe hat die Kampagne. Manche sind auch Opfer gewesen. Wir sprechen dann von Opfer-Täter-Introjekten. Also ein Opfer wird dann sozusagen zum Täter und versucht sozusagen über diese Täterschaft wieder das Opfer wieder gut zu machen. Das wären die Unsicheren, die wir dann auch in der Kampagne speziell nochmals erreichen wollen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wer mehr schreibt, wer mehr Interaktionen bekommt, der wird über Algorithmen belohnt und ist sichtbarer. Und das ist eigentlich ein Problem der sozialen Medien. Und ein weiteres Problem haben wir in den Online-Formen der Redaktionen, dass die nicht betreut werden. Also wir haben eine Serie von Online-Foren, die nicht betreut sind, wo jeder schreiben kann, was er will, wo manchmal auch sogar der Hintergrund ist, wir lassen das jetzt laufen, weil wir dann haben als Online-Forum mehr Sichtbarkeit. Und hier unsere Bitte auch an die Verantwortlichen von Medien, dass sie ihre Online-Foren moderieren,
weil wir haben jetzt nicht nur die Foren, wir haben die Blogs, wir haben die Musikplattformen, die Videoplattformen, die sozialen Medien. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, eben Hate Speech oder Beleidigungen digital auszuführen. Auf was baut die Kampagne jetzt auf? Eben wie schon gesagt, sie kommt ohne Hate Speech aus, sie kommt ohne Beleidigungen aus. Sie zeigt die Entwicklungsdynamik auf, wie wir sie gesehen haben, auch in diesem Video, also wie schnell das eigentlich geht, dass man dann in Rage gerät, meint, man ist anonym, man beginnt zu schreiben und man hat dann diesen Butterfly-Effekt, dass dann sich das so ausbreitet und man produziert eine weitere Serie von Aggressionen. Sie bezieht dadurch ein, ist selbstreflexiv und auf der anderen Seite fördert sie eine gemeinsame Haltung gegen Gewalt. Das heißt, con questa campagna pensiamo di poter attivare le persone che normalmente non dicono niente e lasciano tutto il spazio a questa minoranza, che non sono tantissimi che scrivono in questa maniera di odio, ma che hanno questa apparizione così forte anche sulla base degli algoritmi che si pensa che sono tanti, ma finché quelli che sono la maggioranza sono quelli che tacciono, allora l'altro ha chiaramente più spazio. Das Wichtige, auch das hat Claudia Mesa schon gesagt, sie bietet Support für Betroffene, nicht nur, dass sie nicht allein gelassen werden, sondern es gibt Handlungsanleitungen, wie man kreativ damit umgehen kann, wie man melden kann, wo man Unterstützung bekommt. Das heißt, Betroffene fühlen sich nicht alleingelassen, sie finden kreative Wege, mit Hate Speech umzugehen und sie können sich aktivieren und sie werden unterstützt, so wie es eine soziale Gemeinschaft im echten Leben macht. Das ist ja das Interessante der Kampagne. Wir gehen, digital ist real, nicht nur mit dem Phänomen so um, sondern wir benutzen das Phänomen auch so, dass es dann auch im realen Leben Unterstützung erhält. Ja, es freut mich als Direktor des Forums besonders, dass wir jetzt so eine breite Mitträgerschaft haben, weil es schon einige Vorläuferkampagnen gegeben hat dazu, zum Beispiel Share the Love oder eine Kampagne, eine No Hate Speech Kampagne 2018 oder auch jetzt die Aktion Unverzichtbar, die auf grundlegende Werte beruht, die wir auch sozusagen jetzt weiter betreuen sollen. Das Ganze wird nochmals unterstützt von einer Tagung am 30. März zu Sprache und Gewalt in der EURAG, wo es nochmals die Möglichkeit gibt, sozusagen sich intensiv wissenschaftlich auseinanderzusetzen mit, aus welchem Grund passiert das Ganze und wie kann man darauf gut reagieren. Ja, nochmals herzlichen Dank an alle, auch dass unsere Beteiligung so gewünscht war und dass dann dieses Ergebnis herausgekommen ist. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Peter Kohler, und wie gesagt auch von unserer Seite nochmals ein großes Dankeschön für die sehr konstruktive und tragende Zusammenarbeit. Hassrede im digitalen Raum ist ein Thema, das, wir haben es gehört, auch die Medien beschäftigt. Auf der einen Seite sind ja gerade auch Journalistinnen und Journalisten, sind die Medien selbst Angriffsfläche für Hassrede. Aber sie tragen auch Verantwortung. Denken wir eben, wir haben es gehört, auch bei Peter Kohler, an die Moderation von Online-Foren. In Südtirol fungiert der Landesbeirat für das Kommunikationswesen als Garant für Medienmacherinnen und auch für MediennutzerInnen. Und auch der Kommunikationsbeirat unterstützt unsere Initiative. Tra i sostenitori della campagna di sensibilizzazione c'è anche quindi il Comitato Provinciale per le Comunicazioni, di cui saluto il Presidente, Roland Turk. Ich darf Sie nun nach vorne bitten, Herr Turk. Vielen Dank, Frau Messner. Guten Tag. 5, 6 Minuten hatten Sie mir zugestanden. Normalerweise bin ich ohnehin nicht imstande, solche Längen auszufüllen, weil ich nicht daran gewohnt bin. Aber ich habe versucht, mein Handy auf 6 Minuten einzustellen. Der Kommunikationsbeirat, kurz LBK, wurde ja schon in der
ohne Gegenstimmen angenommenen Resolution in dem Beschlussantrag, wie soll ich sagen, genannt, als einer der Partner, die an dieser Aktion teilnehmen sollen. Und diesen Auftrag nahmen wir gerne an, er kam dann ganz konkret von Ihnen, Frau Messner, nehmen wir gerne an, auch weil wir und obwohl wir schon früher ganz gezielt mit Plakataktionen an Bushaltestellen in den Medien in allen 3 Sprachen in Südtirol gegen Hass im Netz vorgegangen sind. Wir haben halt versucht, eine kleine Kampagne zu lancieren. Jetzt wollen wir aber wieder mitmachen. Und ich beginne mit dem ganz Konkreten zuerst. Was will der Kommunikationsbeirat machen? Zunächst, heute ist es so üblich, werden wir Videos produzieren. Wir werden eine Reihe von ganz kurzen Videos produzieren, in denen deutlich gemacht wird, welche Verletzungen Hass im Netz, Cyberbullying verursacht. Und wir werden zum Zweiten, werde ich ganz persönlich als Präsident des LBK, also darf ich den Beirat kurz nennen, eine meiner Kompetenzen ausschöpfen, die wir in den vergangenen 6, 7 Jahren sehr selten, fast nie ausgeschöpft haben. Nämlich das Landesgesetz aus dem Jahr 2002 sieht vor, dass wir dürfen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk Vorschläge zu lokalen Sendungen machen. Und jetzt habe ich mir erlaubt, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die RAI, zu bitten, immer wieder auf allen Ebenen, in allen ihren Medien, sei es online, im Radio, im Fernsehen, das Thema aufzugreifen, zu informieren, Hintergrundberichte zu senden. Und inwieweit die RAI das aufgreift, müssen wir sehen. Wir können sie ja nicht befehligen, wir können sie nur bitten. Poi c'è una terza cosa che voglio mettere in atto. Sto esitando un po' perché manca il finanziamento di questo terzo progetto. Io avrei pensato di poter parlare prima dell'inizio di questa manifestazione al vicepresidente del Consiglio Nockler o eventualmente anche al governatore Kompatscher di finanziare per cortesia un progetto che mi sembra bello, che ho voluto mettere in atto, che metterò in atto, finanziarlo. Si tratta solamente di sborsare, mi scusi il termine un po' così, joviale, 4-5 mila euro. 4-5 mila euro per un premio giornalistico che voglio bandire su scala regionale, con dei partner, l'Ordine dei giornalisti e il Corecom, il Comitato Provinciale per le Comunicazioni, nostro omologo a Trento, il Corecom di Trento come partner. Avrei voluto il 22 il Consiglio mi sentirà per capire se vale la pena finanziare questo progetto, però la dottoressa Messner ha voluto indire per oggi questa conferenza stampa, oggi 18 marzo. Per questo mi dispiace, non posso essere più concreto per quanto riguarda il premio giornalistico contro l'odio in rete. Non posso essere più concreto, ma che la conferenza stampa avvenga proprio oggi, il 18 marzo, mi rallegra, lo dico apertamente, perché ieri sera ho scoperto che proprio oggi, il 18 marzo, il Corecom Bolzano, il LBK, compie 20 anni precisi. Come è nato? Nel 97 con la legge Maccanico in piena era del duopolio RAI Mediaset si volle creare un'autorità garante per le comunicazioni, si creò l'autorità nazionale garante per le comunicazioni Agcom e di conseguenza con leggi regionali e nel nostro caso provinciali si crearono i Corecom, i comitati regionali per le comunicazioni, che sono delle succursali di Agcom a livello regionale, più tecnicamente detto sono degli organi funzionali di Agcom. Però nessuno conosce i Corecom. Cosa fanno i Corecom? Li conoscono quei migliaia di cittadini e aziende a cui risolviamo i problemi che hanno quei gestori di telefonia e di internet, li risolviamo in modo
gratuito, è molto rapido. Li conoscono forse qualche governatore o qualche presidente del Consiglio che in rari casi vengono sanzionati quando non comunicano correttamente in fase preelettorale. Ecco, i Corecom sono un organo di governo, garanzia e vigilanza sul mondo della comunicazione e sul mondo dei media. Cosa facciamo? Adesso vi dico brevemente quali sono le nostre competenze e voi potrete subito, su ogni punto che elenco, subito fare il connesso su ciò che succede in Internet. Denn während alle Journalisten die traditionelle Medien machen, und dazu zähle ich jetzt auch die Online-Zeitungen, während alle diese Journalisten verpflichtet sind, gewisse Regeln des Pluralismus, der Achtung der Würde der Person einzuhalten, alle Meinungen zu Wort kommen zu lassen, passiert das im Internet nicht. Denn im Internet sind, so nenne ich sie, viele, viele Journalisten unterwegs. Alle sind Journalisten im Internet. Jeder, der einen Blog betreibt, der auch nur an 10 Freunde Nachrichten versendet, ist meines Erachtens ein Journalist. Die Zeit ist schon abgelaufen. Ich möchte deshalb abkürzen, alle unsere Zuständigkeiten, die dazu führen, dass im Äther, in den Medien korrekt umgegangen wird, respektvoll umgegangen wird mit den Nutzern der Medien, kürze ich jetzt ab und komme nur auf den Titel zu sprechen. Digital ist real. Es kann aber auch real digital werden und das ist das Schlimme. Wenn zum Beispiel junge Menschen prügeln, das auf dem Handy aufnehmen, dann digital versenden, dass es viral wird. Wenn zum Beispiel selbst Meta, der Konzern, der verschiedene Plattformen, Social Media betreibt, sagt so, jetzt ist Realkrieg irgendwo im Land. Jetzt lassen wir wieder zu, dass auch digital Hass und Gewalt verbreitet wird. Der Fall ist konkret in der Ukraine, wurde kurzfristig von Facebook und Co. zugelassen, dass man zu Mord von Despoten aufruft und Ähnliches. Also wir sehen, es kann auch in die umgekehrte Richtung gehen. Wir als LBK werden versuchen, im Kleinen mitzuhelfen, den Hass einzudämmen. Unsere Hoffnung ist, dass der Digital Services Act auf europäischer Ebene jetzt auf den Weg gebracht dazu führen kann, dass auch diese Plattformen der Social Media irgendwie und irgendwann zu einer wirklichen Kooperation gebracht werden können, wie man Hass im Netz auf deren Plattformen eindämmen kann. Denn wir können nur im Kleinen wirken, zum Beispiel auf den Kommentarforen der lokalen Medien. Da kann der LBK Hass eindämmen, im Keim ersticken, aber darüber hinaus haben wir leider keine Kompetenz. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Turk. Ja, es ist natürlich schön und lobenswert, wenn jetzt auch im Rahmen dieser Kampagne oder dank dieser Kampagne auch Initiativen auf verschiedenen Ebenen entstehen, institutionell, aber auch aus der zivilen Gesellschaft heraus. La rete di sostegno di questa campagna di sensibilizzazione è quindi ampia e uno dei sostenitori fortemente impegnato nella campagna anche la Libera Università di Bolzano. Infatti abbiamo in fase di programmazione un ciclo di conferenze, un ciclo di formazione in collaborazione tra Libera Università di Bolzano, tra l'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige e Agenzia di Stampa e Comunicazione. Partirà in maggio sempre sul tema appunto dell'odio e della comunicazione, dell'odio in rete, della comunicazione non violenta e dell'impegno per la comunicazione non violenta. E oltre a questo oggi abbiamo qui anche una rappresentante dell'Università. Die Freie Universität Bozen beschäftigt sich nämlich in ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit auch mit dem Thema Hassrede im Netz. Alexandra Cosima-Budabin, die ich nun nach vorne bitten darf, lehrt im Studiengang Kommunikations- und Kulturwissenschaften das Fach Kommunikation in sozialen und politischen Kampagnen.
Kampagnen und sie hat in einem Forschungsprojekt eben beleuchtet, wie Menschen mit gezielten Kampagnen eingeschüchtert werden in den sozialen Medien und wie dort Hass geschürt wird, welche Strategien dahinter stecken und wie es gelingt, auch mit solchen Angriffen umzugehen. Darauf wird sie nun in ihrem letzten Statement, das letzte Statement eben dieser Konferenz, nun eingehen. La parola a lei, dottoressa Budabin. Good morning. Grazie per avermi invitata a questa conferenza e avermi dato l'opportunità di contribuire al dibattito sulle varie manifestazioni e sfaccettature dell'odio in rete. Sono una politologa della Libera Università di Bolzano e fra i miei argomenti di ricerca studio i modi in cui le persone si confrontano con le questioni dei diritti umani, più specificatamente attraverso le campagne dell'ONG, i social media e il consumismo. Le questioni che mi interessano riguardano i modi in cui possiamo lavorare insieme per affrontare le sfide sociali, locali e globali. La ricerca che presenterò all'università parla di come le opportunità di costruire solidarietà e di mobilitarsi per aiutare gli altri online siano ora limitate e ridotte in modo serio. Con la mia coautrice Nina Hall della Johns Hopkins University mi sono interessata agli sforzi per costruire e sostenere la solidarietà online durante la cosiddetta crisi dei migranti del 2015. Promossi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e dai paesi come il Canada e gli Stati Uniti, gli hashtag come Welcome Refugees, With Refugees e Refugees Welcome sono circolati per creare sostegno ai migranti. Il sostegno è stato estremamente positivo. Milioni di tweet hanno espresso questi e altri sentimenti pro-migranti. Ma abbiamo notato che c'è stata anche una contrapposizione a questo sforzo di solidarietà. Guardando più da vicino le decine di migliaia di tweet, abbiamo notato tre cose. In primo luogo abbiamo trovato un certo numero di tweet che avevano non solo sentimenti pro-migranti, ma anche atteggiamenti ostili. Accanto a Welcome Refugees o Refugees Welcome si vedeva Not Welcome Refugees o Refugees Not Welcome. Abbiamo interpretato questi tweet come dimostrazione di un dirottamento o di una presa di possesso della campagna di solidarietà. Le persone contro i migranti volevano sovvertire le discussioni con il loro linguaggio negativo e spostare la discussione sulla condivisione di una serie di sentimenti opposti. In secondo luogo, abbiamo esaminato da vicino questi tweet anti-solidarietà. Usando il concetto repressione morbida della sociologa Mira Marx-Ferré, abbiamo studiato come i sostenitori sono stati ridicolizzati e stigmatizzati per aver voluto sostenere i migranti. Inoltre abbiamo visto gli sforzi per mettere a tacere queste voci di solidarietà, con tweet che usavano parolacce e linguaggio offensivo per dire a tutti di stare zitti e smettere di parlare dei migranti. In terzo luogo, oltre ai processi di dirottamento e repressione morbida, sono stati aggiunti altri hashtag e parole a questi tweet anti-migranti che erano tratti da discorsi di esclusione. Questo includeva riferimenti a politici e partiti di estrema destra, supremazia bianca, teoria di cospirazione sulla razza e altri slogan di odio contro l'Islam. Quello che emerge dalla ricerca sugli spazi tossici contro la solidarietà ai migranti trova riscontro in altri studi sul hate speech online. Le forze di estrema destra cercano comunemente di infiltrarsi negli spazi online per diffondere valori illiberali e sostenere l'attivismo. In sostanza,
la campagna anti-migranti ha usato la campagna di benvenuto ai rifugiati per costruire il sostegno alla politica di estrema destra. Questo mostra alcuni dei rischi di promuovere della solidarietà online. Tuttavia questi rischi non sono insormontabili. Il mio lavoro contribuisce agli sforzi per identificare i discorsi d'odio e capire meglio le dinamiche dietro certe pratiche online. Il prossimo passo è quello di preparare le organizzazioni a progettare campagne e fare attenzione ai processi di dirottamento e repressione morbida. Nel pianificare una campagna di solidarietà è sicuro che ci si può aspettare una controrisposta. Oltre a prepararsi a questo, sarà importante studiare queste controrisposte per capirne il contenuto e la disinformazione. Poi si raccomanda di definire un messaggio come razzista o discriminatorio quando necessario e poi fornire informazioni fattuali. È anche utile diffondere le risposte positive e lavorare con altre campagne per creare un front unito. Non vedo l'ora di unirmi alla discussione sulla lotta al hate speech e sulla creazione di spazi online più sicuri. Thank you. Ja, wie wir gesehen haben, eben, es war uns auch wichtig, diesen Aspekt zu beleuchten. Es gibt eben so viele Facetten des Phänomens und auch wir haben uns natürlich Gedanken darüber gemacht, wie unsere Kampagne jetzt wirkt und wie wir dann auch womöglich mit negativem Feedback umgehen können und versucht uns entsprechend auch das Wissen eben auch und das Durchschauen gewisser Strategien ist ein weiterer wichtiger Aspekt eben im Umgang mit dem Phänomen und das breite Commitment für einen positiven Dialog, für eine gewaltfreie Kommunikation, wie wir es hier anstreben. Wir sind damit auch am Ende der Pressekonferenz angekommen. An dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an das Netzwerk der UnterstützerInnen, die die Botschaften von Digital ist real mittragen und in ihrem Wirkungs- und Tätigkeitsfeld auch multiplizieren. Im Übrigen kann jede und jeder auch selbst Botschafterin dieser Kampagne werden. Wie? Ecco, sul canale Instagram dedicato che abbiamo impostato, tutte e tutti avranno la possibilità di farsi portavoce di questa campagna e prendere posizione contro l'odio in rete, attivando il filtro appositamente creato e speriamo che siano in tanti ad aderire. In diesem Sinne abschließend unsere Einladung an alle, Stellung zu beziehen für den Dialog, für ein gewaltfreies und respektvolles Miteinander im digitalen ebenso wie im realen Leben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Grazie della vostra attenzione. Auf Wiedersehen.